Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras. Das Franzosenviertel in Haidhausen im Herzen Münchens. Ein Ort zum Verweilen, zum Leben genießen. Am Bordeauxplatz, einer der mehr als 1000 Grünanlagen in München, lässt sich's gut aushalten. Die tragen wir hier rüber vom Eckhaus hierher, weil es hier einfach schön ist. In Haidhausen und hier am Bordeauxplatz. Aha. Da kann man schon so das Savoir-vivre des Viertels ergießen. Ja? Du hast eine Schweißbändchen nachgestellt hier auf dem Rasen. Vorhin haben wir Schweißbändchen. Ja, genau. Auf dem Rasen haben wir ein bisschen Tennis gespielt. Also nachdem wir hier eine Brotzeit hatten, was ja sehr bayerisch ist, aber mit durchaus Schmankerln, die auch woanders herkommen. Und dann haben wir Tennis gespielt. Und jetzt haben wir einen englischen Abend eher. So. Der Olympiapark, eine der Sehenswürdigkeiten in München, zählt zu den größten Parks in der Stadt und ist doch nur so groß wie ein Zehntel des Bois de Boulogne in Paris, dem größten Park auf dem europäischen Festland. Die einzigartigen Zeltdächer über den Sportstätten entwarf der Dresdner Architekt Günter Behnisch anlässlich der Olympiade 1972. Auch das Tollwut-Festival findet hier statt. Doch zwischen all den Zelten und Buden sticht ein grüner Fleck hervor. Ein Ort zum Besinnen, zum zur Ruhe kommen. Auch eine kleine russisch anmutende Kirche lädt hier zum Verweilen ein. Sergei Kokassin sorgt im Alltag dafür, dass alles adrett bleibt. Er ist der Ziehsohn des russischstämmigen Väterchen Timofei, den bis heute noch alle Menschen in München kennen. Inmitten der Kriegsschutthalden des damaligen Oberwiesenfelds bauten sich Timofei und seine Natascha 1952 eine Kirche, die sogar den Olympia-Architekten Günter Behnisch inspirierte. Dann Behnisch kommt zur Kirche, hat geschaut und später kommt Timofei und sieht, Behnisch macht im Zeichenblock diese Formen, die oben stehen. Dann hat gefragt, Timo, wie kommst du zu diese fantastischen Formen? Timofei hat gesagt, ich habe das nur Natascha so gebaut. Dann, es ist natürlich unoffiziell, Behnisch hat diese Formen benutzt für ganze Olympiadorf. Überall, wo gibt es Gebäude, zum Beispiel Schwimmbad. Dann oben von jedem Gebäude mit Plastikstück. Er hat die gleichen Formen getan. Sieht aus so wie hier. Väterchen Timofei hieß eigentlich Timofei Wassiljewitsch Prochorow. Der Zuwanderer aus Russland gelangte schnell in die Herzen der Münchner und wurde so einer der bekanntesten Nachkriegsmünchner. Mystische 110 Jahre wurde Väterchen Timofei alt. Sein liebster Mensch war die Studentin Silvia Sommerlath. Er hat gesagt, ein paar Jahre vor Olympischen Spielen, Silvia kommt hier
als ganz normales Besucher. Und Timofei hat das Gefühl gehabt, dass es ganz besonderes Person ist. Dann es ist passiert diese Beziehung und Silvia kommt immer wieder zum Timofei mit Kuchen. Dann hat mit ihm auf russischer Sprache geredet und hat so feine Frage gestellt wegen Glaube, wegen Beziehung, wegen Liebe, wegen Kirche, wegen alles. Und dann, die kommt immer wieder und irgendwann am Zeit Olympischer Spiele, sie kommt nie wieder. Dann es war eine große Pause. Dann, ich weiß es nicht nach wie vielen Jahren, einmal am Sommer nach Liturgie, morgen in der Früh, Timofei geht von Kirche ins Haus, dann sieht, Silvia steht außen bei Eingang. Dann er sagt, Silvia, meine Tochter, bist du das? Die sagt, ja, Timo. Ist alles in Ordnung mit dir? Silvia sagt, Timofei, mein Leben jetzt wie ein Märchen. Dann er sagt, dann komm rein, gehen wir ins Haus, trinken Tee, dann erzählst du mir da deine Märchen. Das Märchen von Silvia Sommerlath, die später schwedische Königin wurde. Die Datscha von Väterchen Timofei mit einem Hauch von Sibirien erinnert noch heute an den bekannten Nachkriegsmünchner, der 1894 in Don am Rostov zur Welt kam. Ebenfalls im Münchner Norden befindet sich der Luitpoldpark mit 90 Linden am Parkeingang. 1911 wurde der Park zum 90. Geburtstag von Prinzregent Luitpold eröffnet. Ganze 11,7% des Münchner Stadtgebiets bestehen aus Parks oder Grünanlagen. Somit ist München die Nummer 6 in Deutschland, was den Anteil von Grün am Stadtgebiet angeht. Halle an der Saale ist mit fast 16% die grünste Stadt in ganz Deutschland. Im Luitpoldpark steht das einzige fränkische Barockhaus Münchens, das Bamberger Haus. Der Architekt Josef Rank kaufte im Jahr 1900 Fassadenteile eines baufälligen Hauses aus Bamberg auf. Die Sandsteingewänge sind ja in Bamberg abgebaut worden, weil die Fassade abgebrochen wurde. Und so kamen sie irgendwie nach München. Bei irgendeinem Antiquitätenhändler sind sie dann gelandet. Mein Großvater, der sehr viel Sinn hat für Tradition und schöne Dinge, eben auch für schöne Bauteile, die sind ja sehr wertvolle Dinge, ja, hat sie dann gekauft um 5.000 Reichsmark. Die Fassadenteile gehörten ursprünglich zur Front des Böttinger Hauses in der Judengasse Nummer 14 in Bamberg, ehe sie dann 1912 in München verbaut wurden. Ja, und so sind diese Dinge entstanden. Diese Gewänge sind echte Gewänge aus 1750 vom Dinsenhof oder so. Und die waren edem im Bamberger Haus in Bamberg, waren die nicht gestrichen, sondern die waren Natur, schönes, warmes Rot. Und gestrichen haben sie nur deswegen, um vor Luftverschmutzung und so weiter zu schützen. Ja. Alles wird grün, 1000 Blumen erblühen, auch das Herz vor Sehnsucht glüht. In dieser Zeit ist es wieder so weit, dass in puncto Liebe irgendwas geschieht. Junger Mann im Frühling möchte nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. Der Bauunternehmer Bernhard Borst hatte 1929 Grund, sich noch einmal wie ein junger Mann im Frühling zu fühlen, denn damals wurde sein bis heute stehendes Lebenswerk fertiggestellt.
Mir gefällt es sehr gut hier in der Borstei, besser gesagt uns. Das Schöne ist auch wirklich, dass es hier so sehr schöne Grünanlagen gibt, die auch toll gepflegt sind und gerade für Kinder eben auch Spielplätze und Sandkästen, die wir jetzt immer mehr nutzen. Und genau, da gibt es einfach viele Ruheinseln, auch mal, um sich mit einer Picknickdecke hinzulegen. Und das nutzen wir jeden Tag eigentlich im Moment. Der Hirsch fungiert als Erkennungszeichen der Borstei. Sie ist in mehrere Innenhöfe gegliedert. Auch ein Hauch von Fuggerei ist in der Borstei zu spüren. Und dann gibt es da noch das Café Borstei. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Unter der Woche am meisten und am Wochenende, am Sonntag, kommen auch einige aus den umliegenden Wohngebieten mit dem Fahrradl, weil es eben mit dem Garten so schön ist und es ist zum Draußensitzen wunderschön. Einfach zum Entspannen bei einem Stück Kuchen, im Café. Der älteste noch existierende Park in München ist der Hofgarten. Im 15. Jahrhundert ließ Wilhelm IV. Hier einen Rosengarten anlegen. Einmal in der Woche findet im Münchner Hofgarten eine Veranstaltung der besonderen Art statt. Tango-Liebhaber jeden Alters treffen sich immer freitags im Diana-Tempel zum Tanz. Also man tanzt normalerweise immer so 3 Tänze miteinander. Und das ist eigentlich so die Höflichkeit. Ja? Man muss sich so ein bisschen aufeinander einstellen, weil das ist ja alles improvisiert. Es gibt keine festen Abläufe. Das heißt, der erste Tanz muss man erstmal so sich ein bisschen kennenlernen, erspüren. Der zweite Tanz, da geht es meistens schon ein bisschen besser, sodass man die Sprache des anderen versteht. Und der dritte Tanz ist dann Genuss. Es gibt eine unauffällige Aufforderung. Selten geht man hin und fragt direkt, sondern normalerweise schaut man sich nur an, sucht den Blickkontakt und wenn der Blickkontakt, das erste Knistern quasi stimmt, dann darf man miteinander tanzen. Es geht ungefähr so. Und wir tanzen. Umarmung und Tanz.
Das frei improvisierte Tanzen ist eines der schönsten Sachen, die es gibt für Menschen, habe ich so den Eindruck. Wenn die Menschen tanzen, dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken, dann machen sie etwas Sinnvolles. Sie streben nach der Sehnsucht, die uns alle etwas suchen lässt, was ich meiner Meinung nach nur im Tanz finden kann. In der Musik, im Gefühl. Tanzen ist bewegtes Gefühl und das berührt die Menschen tief in ihrer Seele. Am frühen Morgen in der Fröttmanninger Heide eine einzigartige Stimmung bei der Allianz Arena. Die Fröttmanninger Heide prägt seit jeher den Münchner Norden mit ihrer Weitläufigkeit, den tollen Sonnenaufgängen und purer Natur. Mehr als 15.000 Hektar Heideland gab es im Münchner Norden noch vor 200 Jahren. Heute sind es nicht mehr ganz so viele Hektar, doch die Fröttmanninger Heide existiert weiterhin. Die Steppenlandschaft der Fröttmanninger Heide hat ihren Ursprung in der Eiszeit. Bis vor wenigen Jahren war die Fröttmanninger Heide noch militärisches Übungsgelände. Heute hingegen findet man hier Natur pur. In der Fröttmanninger Heide gibt es sehr viele, teils äußerst selten gewordene Blumen- und Pflanzenarten, wie den Natternkopf, das Ochsenauge, den Augentrost, den Wundklee oder aber auch den deutschen Backenklee. Freigehalten wird die Fröttmanninger Heide von weidenden Schafen, die an manchem Ast ihre Spuren hinterlassen. Am Rande der Fröttmanninger Heide sind bereits die ersten Siedlungen der Großstadt München zu sehen. Von der Fröttmanninger Heide einmal über die Nürnberger Autobahn drüber findet man auf der anderen Seite die Heiligkreuzkirche von Fröttmanning. Sie ist die älteste Kirche in ganz München. Bereits vor mehr als 1200 Jahren ging ihre Geschichte los. Das Deckenfresko der Heiligkreuzkirche wurde im Jahre 1740 von Schülern der Brüder Asam ergänzt. Wesentlich älter sind hingegen die romanischen Fresken. Hier zu sehen der Baum des Lebens. Früher war die Fröttmanninger Kirche noch Teil des heute nicht mehr existierenden Dorfes Fröttmanning. Ab 1945 fiel das Bauerndorf der hier errichteten Münchner Mülldeponie zum Opfer. Fröttmanning wurde wahrlich vom Müll begraben und so sind die hier so grün und natürlich anmutenden Anlagen des Fröttmanninger Berges keine echte Natur. Sie entstanden komplett aus Müll.
Mae West heißt die Skulptur auf dem Effnerplatz, gleich beim Arabella Park. Im Jahr 2011 wurde sie aufgestellt. Die Skulptur aus Kunststoff mit Kohlenstofffasern verstärkt ist 52 Meter hoch. Den Namen erhielt Mae West aufgrund der Körperrundungen der amerikanischen Schauspielerin Mae West. Die Gartenanlagen von Schloss Nymphenburg gibt es schon seit 1671. Hier sehen wir den französischen Teil des Schlossparks von Nymphenburg. Es gibt allerdings auch einen englischen Teil, der links und rechts der Blickachse mit den Bäumen beginnt. Jetzt den erhöhten Blick der Herrschaftsästhetik, ganz passend zum Rest. Der französische Garten wird vom Gartenarchitekten mit den Mitteln der Geometrie konstruiert, um die Natur zu beherrschen und auf den Herrschersitz hin zentriert. Während der englische Garten erschließt sich dem spazierengehenden Betrachter als eine Folge von Bildern, die sich öffnen und schließen, wie eine begehbare Landschaftsmalerei. Es symbolisiert den Herrscherwillen. Der Blick des Herrschers geht in den Park, eigentlich ins Unendliche, in die Landschaft, aber gleichzeitig auch für den normalen Menschen damals zum Schloss, zum Zentrum, zur Macht. Die Fontäne, die gab es schon in der Barockzeit seit 1722 und das war ursprünglich eine Flora mit einem Füllhorn, natürlich vergoldet und überlebensgroß. Nur das Becken mit dieser vergoldeten Flora, das fand man unmöglich. Das war altfränkisch, so hat es die Königin Caroline bezeichnet. Und darum hat man das dann zu Kanonenkugeln umgeschmolzen in den napoleonischen Kriegen. Das war nämlich Blei, Feuer vergoldet. Die Schlossanlage von Nymphenburg ist nicht nur ein Höhepunkt für die 14 Millionen Touristen, die jedes Jahr in die bayerische Landeshauptstadt kommen. Auch viele Münchnerinnen und Münchner schauen hier gerne vorbei. Ganz anders als in Nymphenburg bleibt man im Ostpark von Touristen gänzlich unbehelligt. Sobald das Wetter schön ist, treffen sich hier seit Jahren die Schachspieler nachmittags ab 1:30. Die Leute, die kommen hier, um Spaß zu haben. Nicht? Und es wird jetzt wenig geredet, mehr gespielt. Und was macht man dann im Winter? Wir bleiben dann zu Hause. Ist gut. Ich habe ihm einmal gesagt, du Russe. Und er immer gibt es Remi und gewinnt ihn. Lass die Ruhe walzen. Jetzt fliegen die Fetzen. Komm jetzt, komm. Ако видиш да лоефе да падаш вода, даш му шах. Nein. Даш му шах. Die Dame ja. Ein Schach muss man schon geben, gell? There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing. Einfach mal spazieren gehen, die Natur genießen und die Seele baumeln lassen. Der Ostpark ist vielleicht sogar der schönste Park in München, weil er so bodenständig ist und so unaufgeregt daherkommt. Keine Schlösser, keine Denkmäler, Statuen, Brunnen oder Sonstiges. Not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together.
Angelegt wurde er ab 1960 schrittweise, um den Menschen, die nebenan in den Hochhäusern Neuperlachs leben, ein Stück Natur zu geben. Wir genießen hier auf dem Monte Staude unser Gipfelglück, gehen öfter mal darauf, freuen uns an der Natur. Hier ist alles sehr schön gepflanzt. Wir genießen immer die Anlagen, die sehr schön gepflegt sind. Und Monte Staude haben wir den Hügel getauft, nachdem wir früher viel in die Berge gegangen sind und dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so konnten. Dann war das hier der Monte Staude und drüben der andere Hügel ist der Pik Ost. Ja. Also das ist eine ganz persönliche Sache von uns zwei. Ja, es ist einfach schön. Nehmen wir ein kleines Fläschchen mit. Da haben wir einen kleinen Trunk drin, der uns beflügelt. Ja, also wir wohnen hier und so eine abendliche Runde oder morgendliche Runde eben. Wir genießen wirklich den Park und freuen uns auch, wie Neuperlach angelegt ist. Es ist ja gegenüber früher viel gewachsen. Viele Bäume sind hochgewachsen und die Straßen sind breit. Früher habe ich in Schwabing gewohnt, jetzt wohne ich lieber hier, muss ich sagen. Also mir gefällt der Aussichtspunkt und der Ostpark sehr gut, weil man kann gut Inlineskaten, man kann gut Sport machen und die Aussicht ist genial und das Grün ist unschlagbar. Also ich bin hier aufgewachsen, komme aus Neuperlach, kenne ihn jetzt schon seit 25 Jahren. Das ist einfach schön. Also der einzigste Park, wo man wirklich mal entspannen kann, weil der Bugerpark hinten, der ist bloß ebenerdig und hier ist der einzigste, wo ein bisschen Berge ist und so. Das Gefühl von Zeitlosigkeit und innerer Freiheit ist wohl der Grund, warum alle Menschen, egal wo auf der Welt, gerne mal durch einen Park schlendern oder gar reiten. Um 5 Uhr morgens in der 8. Parkanlage der Welt, dem Englischen Garten. Auf einer Fläche von fast 4 Quadratkilometern erstreckt sich romantisches Grün im Englischen Garten. Inmitten der prächtigen Grünanlagen befindet sich der Klein-Hesseloher See. Gestaltet wurde der Englische Garten von Ludwig von Sckell, der unter anderem am Ludwigspark in Saarbrücken und am Schlosspark Schwetzingen mitwirkte. Auch in Versailles war Sckell tätig.